Mit im Baulärm machen wir ein paar Betrachtungen über Markus 11,23, wo Jesus sagt, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht, sondern glaubte in seinem Herzen, so wird's ihm widerfahren. Es ist doch schön, lebt Gottes Reich aus Gaben. Über das habe ich einen alten Pfarrer gehört, Prediger, er ist vor einem Monat gestorben. Er hat immer sehr inspirierende Predigten gehabt. Er hat einen Löffel auf der Kanzel gehabt, hat von diesen Bergen geredet, die es gibt im Leben. Und gesagt, ich würde jetzt anfangen mit guten Vorsätzen, mit viel Fleiss, den Berg fortschaufeln. Ich glaube, ich könnte gleich aufhören, bevor ich wirklich damit anfange. So ungefähr verhält es sich mit diesen Bergen, wo wir denken, wir sollten die wegbekommen. Es hat natürlich ein lautes Gelächter in der Kirche, das ist klar. Aber wir haben gleich mal gemerkt, das Thema ist todernst. Leute wollen mit kleinen Löffeln unüberwindliche Probleme lösen in ihrem Leben. Es gibt Berge überall, wo man hinschaut. Es gibt zum Beispiel den Berg von den undurchsichtigen, unüberwindbaren Unwissenheiten, die man hat. Komplexe Probleme, wo man nicht weiss, wo anfangen. Es gibt Berge von unüberwindbaren Mächten, die einem entgegenstehen. Es gibt den Berg der untröstlichen Leute, wo man gerne wieder probiert, etwas herzubringen oder etwas wegzunehmen, aber die Situation bleibt gleich. Und es gibt auch Berge von unterschaubaren Krankheiten, wo man auch nicht genau weiss, wo fängt es an, wo hört es auf. Ungefähr so sind die Relationen. Wer realistisch ist, der tut den Löffel schon wieder weg, bevor er überhaupt anfängt. Für ein kleines Beispiel zu nennen, wir hatten den Tag der Kranken letzten Sonntag bei uns in der Kirchgemeinde. Kranke konnten zurückbleiben. Und dann hat man für sie gebetet. Und da kommt man sich auch wieder so ein bisschen vor wie dem Löffel am Berg. Es sind meistens Sachen, denen man überhaupt nicht gewachsen ist. Trotzdem versprechen wir den Leuten, wir werden für sie beten. Und wir hoffen, dass es Veränderung gibt. Und Veränderung gibt es auch. Aber die Verhältnisse sind immer wieder gleich. Und ich möchte das Beispiel jetzt noch ein bisschen ausführen. Eine Person hat eine sehr komplexe Krankheit geschildert, wo der Arzt auch nicht ganz nachkommt, bis es sich entwickelt. Und zum Glück hatte ich ein englisches Ehepaar, das in der Kirche dienen konnte. Ich habe ihnen ein bisschen über die Schulter geschaut, wie sie das machen. Und ich habe festgestellt, der Ehemann, hat Fragen gestellt, die ich gar nicht wusste, warum fragt er jetzt das. Und schon gleich ist ein Muster im Leben dieser Person zum Vorschein gekommen. Und nachher hat er sehr dezidiert, sehr entschieden und sehr machtvoll in den psychosomatischen Bereich dieser Person hineingebettet. Und die Person hat auf das ja Busse über verschiedene Verhaltensmuster, die bei ihr eine lange Geschichte hatten. Ich habe gemerkt, mit dem Löffel vom normalen Wissen kommt man gar nicht an das her, aber mit dem Backer von einer Gabe von Gott, die heisst, Gabe vom Geist unterscheiden oder Gabe von Erkenntnis, Gabe in eine Situation Licht hineinzubringen, kommt man sofort sehr viel weiter. Ich habe seitdem mit dieser Person noch nicht geredet, habe aber festgestellt, schon im Moment, dass sich eine Veränderung ergeben. Es ist eine andere Ausstrahlung gekommen, es ist eine Art wie eine Sicherheit ins Leben dieser Person hineingekommen. Ich habe festgestellt, aus diesem Grund gibt uns ja Gott Geistesgaben. Weil die Probleme sind ja in der Regel auch mit einem geistlichen Hintergrund. Für dort hineinzukommen, das geschieht nachher durch Geistesgaben, dass man wie einen qualitativen Sprung erlebt und plötzlich kommt Gnade in eine Sache hinein, es kommt Freiheit in eine Sache hinein, es kommt Kraft in eine Sache hinein, es kommt Licht in die Verworrenheit hinein und dann merkt man, aha, das ist scheinbar die Quelle, das ist das, was weiterhilft, das war jetzt nicht mehr der Löffel, sondern das ist der Backer von Gott, der Berge anfangen versetzen kann.